Ich habe geschrieben, Baby, schick mir deine E-Mail mit deinem PayPal-Account und ich schicke das Cash. Und ich so, juhu. Oh mein Gott. Alter, ich habe mir heute wieder locker gemacht. Heute hat es wirklich einfach das Maximum rausgeholt. Ich sehe aus, als hätte ich einen Berg geraucht. Ich habe mich so gumpet, ja. Ganz. Freunde, habt ihr schon mal die Situation erlebt, dass irgend so ein Sugar Daddy in eure DMs geslidet ist und dann gefragt hat, Bre, hast du Lust 8000 Stutz pro Woche verdienen, indem du mit mir nett schreibst und mir Attention gibst? Ich bin ehrlich, ich komme schon ab und zu so eine Nachricht über, aber ich bin noch nie so darauf eingegangen, weil ich mir so gedacht habe, ja, ist eh fake oder ja, die wollen nur abzocken oder keine Ahnung was. Aber der kleine Funke in mir, der gleich noch daran geglaubt hat, dass er eventuell gleich 8000 Stutz bekommen könnte, einfach so, der war halt gleich da gewesen. Und genau, das habe ich gemacht. Ich habe 4 Sugar Daddies geantwortet, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert, ob man mit dem wirklich Geld verdient, was ihre Masche ist. Ich schwöre euch, es ist so absolut spannend. Und ich habe ihre Masche absolut durchschaut. Darum bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Jetzt machen wir das Knacksen für den Anfang des Videos. Oh, das war sogar so synchron mit dem anderen. Wow. Also ich muss wissen, ich habe mit allen etwa ungefähr gleichzeitig geschrieben. Also ich bin recht überrascht, sie haben relativ schnell zurückgeschrieben, auch wenn so ihre Nachricht eine Woche her ist. Aber ich glaube, wir fangen mit dem Anthony an. Der Anthony, der ist so für mich der Main Character von all diesen 4. Und ich glaube, der ist der Chat ganz funny, weil er ist recht salty geworden ab und zu. Also für die jetzt noch nie so eine Nachricht bekommen haben, so sieht das Ganze ungefähr aus. Ich will es jetzt zwar hier einblenden, aber ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich das einfach ungefähr so ein bisschen zusammenfasse und übersetze. Hello beautiful heart, ich bin auf der Suche nach einem Sugar Baby, um das ich mich kümmern kann und wo ich wöchentlich zahlen kann. Ich bin eben Christ und würde gerne anderen helfen und sie finanziell supporten, also gerade die finanziell am Struggle sind. Und alles Gute, musst du mir auch keine Nudes schicken oder irgendeinen Sexchat oder irgendetwas in die Richtung. Ich brauche nur jemanden, mit dem ich nicht schreiben kann. Tönt ja eigentlich noch ganz verlockend, oder? Und ich so, yes, sure. Safe. Jetzt machen wir ein bisschen Smalltalk, um mein Cash zu verdienen. So, what's your name? Ich bin der Anthony und ich wollte fragen, von wo du kommst. Ich so, hallo, I'm Natty and I'm from Switzerland. Woo. Ich habe mir dann gedacht, jo, wahrscheinlich, weil all die Nachrichten einfach copy-pasted sind, wird halt einfach immer Babes stehen, weil es wäre viel zu anstrengend, bei jeder einzelnen Person da extra den Namen dazu schreiben. Also bin ich schlau gewesen und habe einem Andrew geschrieben. Nein, wie heisst er? Anthony. May you call me just Natty, not Baby or Sweetheart? Also soll man einfach Natty sagen, nicht irgendwie Baby, Sweetheart, Schatzi, Butzi, keine Ahnung wie. Und dann, okay, I'll call you Sweetheart. Bravo, Anthony, 1 Punkt. Oh mein Gott, das ist das Beste. Ich kann nicht mehr. Er schickt mir einen Chat, einfach so random, von seinen Sugar Babies. Wahrscheinlich um mir so ein bisschen beweisen, hey, das ist echt. Und die haben mir alle zugeschrieben. Und oh mein Gott, Freunde, bei diesem Chat hat es einfach einen Schweizer gehabt. Und ich denke so, okay, weißt du das? Ich kenne den von TikTok. Ich weiß nicht, ob weiblich oder männlich. I'm sorry, ich will nicht judgen. Aber die Person ist amigs auf meiner For You-Page so am 3 in der Nacht live. Ich weiß nicht, wie die kann. Ich probiere die irgendwie zu finden und das Bild von dieser Person nicht zu blenden. Aber auf jeden Fall war die einfach in diesem Chat als Profilbild. Und ich habe mir so gedacht, ist es in dem Fall echt real? Oder ist es wirklich Cap? Und der Sugar Daddy hat die wirklich einfach so irgendwie random gefunden. Aber es kann ja nicht ein Zufall sein. Ich bin auf jeden Fall mega geschockt gewesen. Also ja, wenn du willst, schreib mir auf WhatsApp. Und ich so, aber ey, Alter, aber ich habe gleich gedacht, ich muss jetzt nicht mit dem auf WhatsApp weiterschreiben, weil ich will jetzt nicht irgendeinem fremden Dude meine Nummer geben. Oh mein Gott, das beste, Freunde. Das war so dumm. Ich habe mit anderen Sugar Daddies die gleiche Zeit geschrieben. Und einer hat genau das gleiche geschrieben, so, yo, schreib mir auf WhatsApp. Und der hat mir eben geschrieben, ich soll ihm auf WhatsApp schreiben aus dem Grund, weil es da auf Instagram komische Leute hat, die ihm schreiben. Also habe ich dem geschrieben, Bre, schreib mir einfach da auf Insta und blockiert die anderen komischen Menschen. Und ich bin viel zu dumm und einfach Copy-Paste gemacht und das dem Dude auch geschickt. Also ist die Nachricht da, wo er andere Personen blockiert, einfach auch noch drin. Das hat der Anthony dann ein bisschen verwirrt, weil er sich gedacht hat, was für andere Personen blocken. Und dann ist er ein bisschen salty geworden. Er hat geschrieben, what the fuck are you talking about? I think you're joking with me, right? Und dann, willst du mich blocken oder was? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und ich so dachte, Scheiße, oh mein Gott, nein, Anthony, alles gut, ich will dein Cash, ich bin nett, ich habe es nicht böse gemeint. Ich habe geschrieben, no, ich habe gemeint, du sollst andere Personen blockieren, nicht mich. Irgendwie hat ihn das wieder ein bisschen beruhigt, weil er hat dann geschrieben, okay, now are you ready to be one of my sugar baby? Und ich so, yes! Dann kommt ein riesiger Roman, ich habe jetzt gar keinen Bock, das alles vorzulesen, ich könnte es selber irgendwie da lesen, aber irgendwie so, ja, er ist das einzige Kind von der Familie und er ist rich und keine Ahnung was. Und ich einfach so ganz trocken, please don't call me sweetheart. Also denkt, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu trocken, der Anthony wird schnell mal salty, also muss ich wieder ein bisschen greifen. Es tut mir so leid, um das zu hören, aber nice, dass du keine Probleme hast jetzt.
Dann hat er eben geschrieben, ja weisst, jetzt bin ich rich und jetzt würde ich gerne Students finanziell supporten und einfach so ihnen Money geben und bla bla bla. Und ich habe dann dort eingreifen und denke, Bre, also warum tust du nicht das Geld so verschwenden? Wieso tust du nicht einfach spenden? Es hat mich echt wundert genommen, was er auf das antwortet, weil er könnte ja einfach spenden, wenn er ja so rich ist und auf seinem scheiß Geld hockt. Irgendwie hat er nicht so ganz auf das geantwortet, hat mir einfach einen Copy-Paste-Text wieder mal geschickt und hat einfach so ein bisschen erklärt, warum er jetzt Sugar Daddy ist. Dann bin ich aber ein bisschen ungeduldig geworden und habe gefragt, ja, ich habe eine kurze Frage, wie läuft denn das genau ab mit der Bezahlung? Und er so, ja, in 5 Minuten kann ich dir dann Cash geben, aber ich muss dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich so, ja, safe, Bre, was du willst. Und er dann wieder, eben ja, alles was er will, ist, dass er jemanden hat, der mit ihm redet und ihn glücklich macht und bla bla bla. Und ich habe so gedacht, ja, jetzt kommt mein Moment. So, can I tell you a joke that make you smile? Also bin ich no joke ins Internet gegangen, habe ich die schlechtesten Flachwitze. Okay, sind wir ready für das? Ich muss jetzt noch ein bisschen extra acten. Ich mir jetzt vorstellen, ich bin ein Polizist, okay? Und ich klopfe an der Tür. Polizei, bitte die Tür öffnen. Wir müssen dringend mit Ihnen reden. Wie viele sind Sie dann? Wir sind das Dritte. Oh, dann können die ja miteinander reden. Tada! Oh mein Gott, ist der Joke schlecht? Irgendwie hat ihn der Joke dann ein bisschen eingeschüchtert, weil nachher hat er mir einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Genau gleich ist das bei den anderen 2 Sugar Daddies auch gewesen, die ich geschrieben habe. Die haben einfach irgendwann nicht mehr geschrieben. Ein Sugar Daddy, mit dem habe ich actually auch nicht so lange geschrieben, den habe ich dazu gebracht, dass er mir das Cash droppt. Oder eben auch nicht. Der Bre heisst Grea. Bei dem Namen habe ich mir wirklich gedacht, Alter, du kannst jeden geilen Namen nehmen, wenn du einen Sugar Daddy findest. Alter, nenn Giuseppe, Hans-Peter, Jörg, I don't know, aber Grea. Mega wack. Der Grea ist eigentlich ziemlich direkt mit einer Nachricht reingegangen. Und zwar hat er mir geschrieben, brauchst du einen Daddy, der dir 8000 Stutz in der Woche gibt, nur um deinen Rat zu bekommen und deine Attention. Ich will kurz wissen, das ist der letzte Sugar Daddy, mit dem ich geschrieben habe. Ich habe echt keine Kraft mehr, jetzt eine halbe Stunde mit dem hin und her schieben, ob seine Frau gestorben ist, dass er jetzt rich ist und dass er Sugar Babys sucht. Ich habe auch gedacht, Karte auf den Tisch, du willst mich abzocken, ich will dein Cash, also let's go, schieben einfach gerade über Cash. Also ich habe geschrieben, ich habe eine kleine Frage, wie genau läuft das mit der Bezahlung ab? Er hat dann geantwortet, you're so lucky, weil Daddy's gonna spy you, silly. Also er wird mich bald bezahlen und ich so, dann hat er auch wieder so einen halben Roman über sich selber geschrieben. Ich dachte, also es juckt mir eigentlich echt nicht. Aber die wollen halt wahrscheinlich auch mitspielen, logischerweise, dass es nicht auffällt. Ich habe wirklich gedacht, also jetzt wird ich langsam mein Cash haben. Jetzt wirklich seit einer Stunde mit all euch Schwänzen am Schreiben. Jetzt möchte ich langsam ein bisschen Cash haben. Also habe ich geschrieben, so can you maybe give me just $200? Daddy. Er hat es langsam dann gecheckt und hat geschrieben, ja, was ist deine Rechnung? Und ich so, hast du PayPal? Dann ist der Chatverlauf nochmal etwa eine Viertelstunde weitergegangen, wo er einfach nur labert und ich Emojis schicke. Daddy, wow. Und finally, der Grea hat locker gelassen. Er hat geschrieben, Baby, schick mir deine E-Mail mit deinem PayPal-Account und ich schicke das Cash. Und ich so, juhu. Hat dann meine E-Mail geschickt. Wait a minute. Er hat mir dann auch einen Screenshot geschickt, dass er mir jetzt 8100 da wird überweisen. Da sehen wir auch meine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich mir echt so gedacht, hä? Das kann doch nicht sein, dass er mir das wirklich schickt. Irgendein Haken muss es doch jetzt haben. Also bin ich auf meine E-Mail gegangen, um zu schauen, ob ich eine E-Mail bekommen habe. Et voilà, habe die E-Mail dann bekommen, habe sie angeschaut. Okay, $8100. Ich habe mir überlegt, dass die Masche von ihm eben sein könnte, dass er mir 8100 will senden und ich muss dann okay drücken, aber dass es eigentlich fordern dann ist und ich dann quasi ihm 8100 sende. Checkt man das? Ich habe das dann aber auf der E-Mail abgecheckt und da ist wirklich gestanden, dass ich das bekomme und dass mir das gesendet wird. Und dann habe ich gedacht, hä? Irgendwo ist der Haken, wo ist der Haken? Alter? Und oh mein Gott, Freunde, ich habe no joke etwa 5 Minuten lang das scheiß E-Mail angeschaut und irgendeinen Haken gesucht und ich habe ihn fucking nicht gefunden. Stoppt mal kurz das Video und mich nicht wundern, ob ihr das selber findet. Es steht ganz klein in der Mitte Bitcoin-Transaktion, also Transaktionsgebühr. Ich habe nicht mal gewusst, was das ist. Ich habe das gegoogelt. Und das heisst, dass ich 100 Stutz muss zahlen, im Sugar Daddy, dass ich die 8100 bekomme. Und Menschen, die dumm sind, würden dann 100 Stutz zahlen. Der Sugar Daddy würde die 100 Stutz bekommen, würde aber natürlich nicht seine 8100 im Sugar Baby zahlen. Ich habe aber gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich die Masche herausgefunden, aber ich möchte ihn jetzt auch noch damit konfrontieren. Also habe ich geschrieben, hey, ich muss 100 Stutz zahlen, stimmt das? Und er schreibt, yes baby, juhu!
Und ich so, ja, aber ich habe kein Geld. Dann schreibt er, kannst du einen Kollegen fragen, um dir zu helfen? Irgendwie geht es schon, alles gut, weil du kommst ja das Geld dann wieder zurück über. Und ich habe dann aber nicht geantwortet, weil das war mir auch wieder zu blöd gewesen. Ich kann jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal so eine Nachricht von der Sugar-Daddy bekommen habt. Ich hätte das Ganze natürlich jetzt auch wirklich umsetzen und ihm tatsächlich 100 Stutz zahlen, aber ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass ich absolut abgezockt wäre und das absolut nichts gebracht hätte. Darum würde ich sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hätte jetzt gerne mir ein Like geben, wenn ihr mehr Experimente von mir wollt. Ich finde das eigentlich absolut nice, das Format. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Wieso muss mein Bruder jetzt wieder Gitarre spielen? Er hat sich eine fucking E-Gitarre gekauft und sie wieder hier hat. Bre, wieso schaust du das Video und folgst mir nicht? Du bist mega uncool. Abonniere mich.